Verteidigung, ich war gerade pissen. Ja, zu meiner Verteidigung habe ich Schraum genommen. Mein Prost, back to the roots. Da Prost. sind wir wieder. Endlich wieder saufen. Servus Leute, jetzt gibt's wieder Videos. Jetzt bin ich gleich ein bisschen aufgeregt. Ja, leg los, du hast was für unsere Ja, ich habe Gäste, oder? einen Tierfakt. Ein kleiner Fakt zu Ratten. Ratten können Spaß haben, die können lachen und sie befreien Artgenossen aus Käfigen, obwohl sie selber nichts davon haben. Oh, okay, also einfach nur als Einfach nice Move. Als Mitgefühl, kann man vermuten. Ja. Okay. Und der US-Wissenschaftler, muss ich schnell spicken, Jack Panksepp, ich glaube, so spricht man den aus. Ist wirklich ein Sepp dabei, oder Ja, was ist das? also Panksepp, P-A-N-K-Sepp. Na, statt sehr leise, das hier ist. Schauen wir an. Oder laufen wir hier übers MacBook? Na, eigentlich ist schon jetzt. Ja, aber wenig Pegel. Hallo? Na, Hallo? Hallo, grüß dich. Geht schon. Ich glaube, wir waren einfach zu weit weg vom Ja, Mikro. das kann sein, das ist für uns jetzt auch wieder neu mit. Wieder Feuertaufe. Mit Video. Weil normalerweise hängen wir da, heute haben wir uns extra hübsch gemacht. Ja, haben nicht das gleiche T-Shirt wie die letzten 2 Tage schon. Ja, und ich schwitze gar nicht, ich habe jetzt keine 3 Milliarden Grad. Entschuldigung. Ja, wir hätten uns beim Einrichten überlegen sollen, also ich würde ja gerne so hocken, Ja. wie sonst daheim. Ja. Und dann bin ich, geht's so, hörst du mich so noch? Hörst du mich so noch? Achso, hörst du nicht. Was sollen wir machen? Ja, geht Super. Ich mag's, dass sie unsere Knie berühren. Ja, das ist sexy, ja. Wäre auch schmarrn gewesen, wenn wir uns gegenüber geguckt wären. Ja, aber das sieht machen wir man das nur einfach noch, als Bild. nur noch Seitenprofil. Ja, das ist nicht gut für uns. Ja, der Tisch Klasse. wackelt da ein bisschen. Ja, krasse. So, dann können wir gleich nochmal von Ich hoffe, vorne da ist einer anfangen. gestorben. Ja, sonst lohnt sich nämlich Sonst der lohnt sich Einsatz das nicht. Ganze nicht, ne? Ja, ich hoffe, es ist ein Teuger, dem was passiert ist. Ja. Weil, also nicht, dass ihm was passiert ist, sondern Na. So. Was ändert sich jetzt im Podcast? Wieder mal Video, haben wir schon gesagt. Und der Podcast kommt jetzt immer sonntags raus, weil wir nehmen ihn am Freitag auf, damit wir Skibier saufen können dabei. versteht uns nicht falsch, wir haben jetzt kein Problem damit, unter der Woche Bier zum Saufen. Aber ja, schaut sich unsere missratenen, heruntergekommenen Körper an. Ja. Klar, in Ausnahmefällen, wenn wir jetzt einen Podcast mal am Donnerstag, Mittwoch, Ja. Dienstag aufnehmen müssen, dann wären wir jetzt auch wieder Unter der Woche trinken. Ja, oder wenn wenn du im Baustell ist. Baustelle oder irgendwas passiert ist. Na, was trinkst du überhaupt heute? Ich trinke heute Sappi Hell Oh ja, aus tatsächlich. Holzkirchen, und zwar eine meiner Lieblingschargen, das ist die 1212er Charge. Das merkst du auch sofort daran, dass das Etikett falsch rum dran ist. Hier auch nochmal Glückwunsch an Wildbrei, oder? Da wird es nämlich Abgefüllt. abgefüllt, das gute Stück. Ja. Und ja, die Etikettiermaschine macht, was sie will, gell? Aber es ist auch nicht mit Charakter. Da kannst du nichts machen. Ne? Ja, also ihr werdet sehen, in der ersten Folge müssen wir uns jetzt gerade noch, für gewöhnlich reden wir ja einfach drauf los. Ja, ein bisschen eingrooven. Wir haben einen ganz klaren Ablauf inzwischen. Wir reden natürlich immer noch Ja. drauf los, aber Kid Rap, sagen wir, was Es gibt, passiert Neues. gibt ein paar Kategorien jetzt. Ihr habt schon gemerkt, es gibt jetzt immer einen Tierfakt. Zumindest die 3 Mal, wo wir dran denken, einen Tierfakt rauszusuchen. Dann wie immer ein Wochenrückblick, was passiert bei den Rap-Superstars aus Bayern. Es gibt ein Thema der Woche. Es gibt Los Brutalos Favorites, wo wir mal 3 Dinge aufzählen von irgendeiner bestimmten Art, wo wir Favorites haben. Zum Beispiel jetzt Tiere, kann man ganz grob sagen. Autos, Drogen, Bordelle. Aber da schaffe ich, glaube ich, das kann ich nicht. Da killen sie mich, wenn ich nur 3 nenne. Ja. Bei Bordelle oder bei Tiere oder bei beidem? Allem, ja. Ja. Tierbordellen. Ja, das ist gut. Ja. Dann gibt es immer kurz entweder oder für Zuschauerfragen. Ab dem nächsten Mal das Gericht der Woche. Hast du nichts vorbereitet, Ich oder habe wie? theoretisch schon was vorbereitet, aber ich wollte es dann eigentlich auch kochen und da ist mir jetzt zeitlich nicht ausgegangen. Du wolltest es davor kochen, Ich damit wollt's du davor weißt, dass du es kochen. empfehlen kannst. Nein, ich habe schon gekocht, ich wollte es fotografieren, dass ich das Foto dann da oben rein Das werden wir nie einmal in der Woche machen. Freitag halt. Ja, stimmt, da hat sich anbieten, Ja. gell? Wow, geil! Es gibt wieder einen Fan der Woche und einen Los Brutalos Geheimtipp. Da habe ich jetzt halt auch keinen. Okay. Vielleicht hast du einen, vielleicht später spontan. Mir einen. fällt spontan garantiert was Ja, ein. und für alle, die sich das Ganze hören, gibt es zum Schluss immer noch ein bisschen Werbung und was in Zukunft so passieren wird. So kann man es charmanter formulieren wahrscheinlich. Wir haben ja eine Woche Entschuldigung. auslassen und es ist einiges passiert. Wir waren auf der Brasswiesen und auf dem Taubertal-Festival, haben vor sehr viel Leuten spielen dürfen, beziehungsweise haben viele Leute die Ehre gehabt, uns zu Müssen, singen. wir haben da spielen müssen. Ja, weil wir vertraglich gebunden waren.
nichts machen können. Nein. Ich war nicht gerne da, sage ich ganz ehrlich. Ja. TS Entertainment wäre vielleicht schon der ein oder andere von uns kennen, aus unserer Booking-Agentur, und die haben uns jetzt einen Knebelvertrag. Ja, bis 2025 läuft Ja, der, dann schon, sind wir ja. frei. Und dann wird es uns 24/7 in irgendwelche Bordelle, sage ich mal, sagen. Schätze ich mal, Auf jeden darauf Fall. jetzt rauslaufen. Also wo ich mich jetzt gerade schon so ein bisschen unwohl fühle, Ja, wo ich jetzt am liebsten einen kleinen, einen kurzen einen Trinker. kurzen saufen, weil das ist irgendwie, wir müssen was tischmäßig machen. Ich Ja. weiß nicht, soll ich so da hocken, dann bin ich zu weit vom Mikrofon weg. Ich kann natürlich aber auch jetzt hier, Entschuldigung, Ja, ein bisschen, den machen. bisschen entspannter, ja. Aber es ist dadurch, dass der Tisch so instabil ist, funktioniert das auch nicht. Also wir müssen dann eine perfekte Lösung Wahrscheinlich werden wir es dann doch wieder mit 2 Kameras machen. Ja, ich schätze, dass das ein. Aber dann muss jemand schneiden Ja, und 2 Kameras aufstellen. ja. Naja, gut. Ja, was ist passiert? Es ist, du hast ja schon kurz angeteasert. Brasswesen, fangen wir damit Fangen wir an. Wer war es für dich auf der Brasswesen? Brasswesen war, ja, also ich fange gleich mit dem Highlight an, am Auftritt. Also das war, ich hab's ehrlich gesagt jetzt vielleicht arroganter. Ja, Aber ich habe es erwartet, dass es so Ja. geil wird. Und ich meine nicht einmal speziell wegen uns. Also die Leute waren auch da bleiben, wenn wir richtig beschissen gewesen waren. Waren wir nicht. Wir waren wirklich stark. großartig. Richtig, richtig stark. Also du wirst auch keinen schlechten Kommentar, außer vielleicht einen bei Instagram finden. Einer Ja. von 4 Kommentaren unter unserem Auftritt. Der sagt, ja, Los Brutalos, sehr enttäuschend. Hat er geschrieben? Er darf sowas nicht Wo? schreiben. Es gibt, glaube ich, noch einen Post bei Instagram drüber. Bei der Brasswesen Bei der selber. Brasswesen, aber gleich 2 für uns in die Bresche Ja. gesprungen. Sag ich, ja, es kommt drauf an, was du erwartest. Ich finde, Los Brutalos hat richtig abgerissen. Ja, danke. Ja. Nein, ich weiß nicht, wenn es natürlich irgendeine Kasperlband mit aber Bläser singt, ist das Ja. bei uns falsch auf der Brasswesen. Weil bei uns wird einfach nur brutal abgerissen. Und da Ja. ist es ja, sind sie die Bandmitglieder auch nicht so schade, jetzt zum sagen, wir trinken auch einmal ein wenig auf der Bühne. Ja. Und natürlich auch davor Ja, und danach. Also Komm. wenn du das nicht erwartest, dann bitte. es hat eine kleine T-Shirt-Aktion gegeben, wir haben 150 Shirts verschenkt. Mhm. Da habe ich mir am Anfang schon gedacht, das bist immer ein bisschen, kann ja immer peinlich werden, sowas, wenn Ja. dann keiner Sau kommt. Aber wir haben dann schon einen Anruf gekriegt, dass schon 50 Leute warten, und dann ist das. 150 mindestens. Ja, das waren krass. es Ja, ich war weiß 10 schon. Minuten davor oder so, und dann, wo wir da waren, haben sie uns diese T-Shirts aus der Hand gerissen. Da hat sich jemand beschwert, dass wir das an einem zu öffentlichen Platz gemacht haben. Er hat gedacht, das ist Von der Brasswiesen hat sich Nein, jemand also beschwert? ein Fan oder ein Shirt-Interessent, nennen wir es mal so. Er hat gedacht, dass wir das ein bisschen versteckter machen, aber wir waren ja unter Zeitdruck. Und Außerdem, ganz ehrlich, ist es jetzt nicht so, dass wir da hingekommen sind und dann haben es die Umliegenden gesehen und sind herbeigestürmt, Nein. sondern es waren schon die Leute, die da gewartet haben, die haben es Nein. gewusst und die haben auch Shirts gekriegt, was Ja. halt nicht da war. haben sie natürlich gewiss, was sind nicht alle in der WhatsApp-Gruppen gewesen, weil das spricht sehr rum, dass Los Brutalos ja mal wieder die Spendierhosen anhat. Und der Scheiß in der Stadt ist. Und während die anderen da eine schäbigen T-Shirts am Merch dann versuchen loszuwerden, verschenken sie mir einfach aus Steuergründen. Aus Steuergründen, weil wir es nicht nötig haben, beziehungsweise wir haben es nötig. Ja. Weil jede Einnahme ist für uns, also da gehen ja inzwischen wahrscheinlich 80% schon an den Fiskus. Schon, ja. Und dann schenke ich es lieber euch, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es Strafen gibt, wenn man zu viel Gewinn macht. Das habe ich jetzt lernen müssen. Ja, willkommen in der freien Ja, Marktwirtschaft. schon, ja. Das ist Selber schon- die Arbeit für den Staat. Über die Linge. Na, man muss feiern, bis das der Euro eh noch 50 wert. Ja. Und dann schaust du mal, was bleibt am Ende. Ich möchte mich nicht Ich aufregen bin froh, weiter. dass ich an die Auftrittslocations immer umsonst saufen kann, weil sonst wirst du nicht, wie ich es schaffen. Den ganzen Scheiß. Aber da muss ich jetzt, also das ist die einzige, aber sehr, sehr, sehr sanfte Kritik, die ich üben muss. Ja, Als wir an der Brasswesen angekommen sind, waren alle mega zuvorkommend, gell? Alle. ja, nicht Aber die es hat bestimmt, lass mich nicht liegen, 15 Minuten plus Ja, dauert, bis wir dann einen Kasten da gehabt haben. ja, Und natürlich von Hacker schon gesponsert, gell? Kann man machen, muss mengen. habe ich das Bier gesoffen, Ja, in rauen Mengen. na, haben wir trotzdem auch unser eigenes Bier gesoffen. Ja, klar. Muss ich. Ja, das war sau unangenehm, weil nachdem, also wenn wir da ankommen, ist eigentlich das erste, also wir trinken ja, wisst ihr, inzwischen schon auf dem Weg schon ein Ja. wenig. Und dann kommen wir an und dann ist es sehr wichtig, dass wir direkt anknüpfen an das Ganze. Ist ja schon das Begrüßen, hallo, Ja. servus, ja, wir sind's. Ja, Hey, Majestät, das, ja, danke. wissen wir, ja. Danke. hast du für Streams gemacht? Ja, wir wissen Alter, ja. du bist viel größer, wie ich gedacht Ja. habe. Das ganze Zeug. Und dann habe ich die ganze Zeit trinke ich da kein Bier währenddessen. Manchmal beim Aussteigen natürlich, haben wir Ja. schon nicht dabei.
Aber da war es so, wie gesagt, 15 Minuten plus kein Ja, Bier, ich war ja schon absolut 10 Minuten Ebbe. vor euch Oh, da. ja, Das okay. war Albtraum. Dafür warst du gut drauf da Ja, aber noch. schon, ja. Und dann habe ich irgendwann mir den Mut gefasst Ja. und gesagt, wir marschieren jetzt zurück wieder zum Auto, Ja. holen den Kasten Sappi. Und just in dem Moment Ja, ist der Kasten Hacker gekommen, der eiskalt war, das muss man auch lassen. na, da kannst du nichts sagen. Aber das war schon das Ja. einzig Ich glaube, bei Negative. der Brasswiesen ist das auch ein bisschen schwierig, weil ich verstehe das schon, wenn da natürlich lauter Kabinen kommen, die wo da, keine Ahnung, 16 Leute dabei haben und jeder von denen sauft ja mindestens, wenn er ein bisschen einer ist, 6 halbe. Ja, Und dann summiert sich das dann natürlich schon hoch, gell? Ich meine sogar, keine Ahnung, so, also Nichtsnutzbands, die wo da spielen, die trinken ja gewiss auch 3-4 Radler und Ja. dann geht es eins Geld. ja also ich glaube, Ja. das rechnen sie bei uns immer nicht so 100%, wie viel Bier wir für gewöhnlich saufen, wenn Ja. das da for free ist. Ja. Aber bei den Burschenvereinen, die wollen das ja. Ja. Also die wollen uns ja verköstigen oder die Feuerwehren und Nach- alle Vereine. Nach wie vor muss ich sagen, also Vereine, also Ja. Burschenschaften, Feuerwehr, also nirgends auf dieser Welt Ja. werden wir besser behandelt Ja. wie da, das muss man. Die Es gibt Kleinen sind viele das Bands, die wo sagen, sie mögen da nicht spielen, gell? ist Also, ein Trottel. ja, ich feiere das. Also absolut. wenn die Leute dann natürlich auch Bock haben, weil sonst Das bin ist mir ich dann halt schon, nein, das Ja. bin ich ehrlich, ist mir dann schon wurscht, weil dann, Hauptsache umsonst gesagt. dann bin ich schon auf meine 2,5 dann Promille. stehen ein Chef 5 live vor der Bühne, Ja, in und- ihr ist eine, dann- Backings so laut, dass Und die dann Dinge alle einfach schreien. Scheuklappen auf, Ja. auf die 2, 3 fetten Weiber in der ersten. Ja, Fokussieren, wir ja. könnten einen Harry darum bitten, dass er uns nach jedem Song auf dem Ding so Ja, genau. Ja, so richtig Einspielen lassen. Cheers, ja. ja. Los Brutalos, Los Brutalos. Das ist die Gang. Ja. Oh ja, Ja, so machen wir es in Zukunft. das war geil. Ja, Ja, das wenn war es in, nötig war natürlich. wo war das? In Obererleinsbach. Ja. War ja sehr geil da, aber Licht so eingestellt, dass ich nichts von der Menge gesehen habe. Ja. Das war ein bisschen anstrengend, aber ja. Obererleinsbach. War das nicht Obererleinsbach? In Da, Ober- da wo so Unwetter war. Nein, das war in Galtsein. Ach scheiße, ja, klar, geil sein, sorry. Da war Obererleinsbach war Ja, das, der stimmt, hat einfach stimmt, nur ein stimmt. Theaterlicht Das war abgemacht geil, ja. und sonst nichts, glaube ich. Also da, ja. Also da haben wir alles gesehen, das Zeit war hell erleuchtet. Ja. Also was der Lichttechniker, weiß nicht, Ja, mit der hat- Sonnenbrille aufgehabt. Der hat nicht so viel Bock gehabt, glaube ich, an dem Tag. Ich finde immer, die Lichttechniker und Tontechniker sind die Besten, die am selben Tag erfahren, dass sie heute Ton machen sollen. Ja. Das sind eigentlich die geilsten. Ne? Ja, das kriegen wir schon irgendwie. Ist gar Na. kein Problem. Auch da bei der Brasswiesen muss man Lob aussprechen, unser Lichtmann, jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen, fuck. Hm. Aber immer weil ich ihn sehe, wenn ich selbst besoffen bin. Ja, ich kenne ihn auch mal sofort, Ja, aber Name bin bin ich. Spinnradl schon ein paar Ja, Mal mit ihm ja, besoffen. ich weiß schon. Der arbeitet jetzt übrigens nicht mehr. Nein, weiß ich. Ah, ja. Auf jeden Fall, der war voll motiviert, der hat richtig Gas gegeben. Ja, der hat schon von War vornherein natürlich gesagt. noch geiler, also er kann nichts dafür, wenn es halt dunkel gewesen wäre, war es natürlich noch mehr abgegangen. Und auch der Ja. Patrick wieder einen guten Ton gemacht. Ja, Ja. sonst, du warst noch länger da dann. Also ich wollt jetzt diese 2 Festivals, wo wir spielen, komplett mitnehmen. Also ich bin einmal, also wann hat Brasswiesen am Freitag gespielt? Ja, Bin ich am Freitag gekommen und am Sonntag gefahren. Also das geht auch schon immer im Feuerwehrauto, da campt, Ja. ich weiß nicht, das ist einfach. irgendwas haben wir an dem Tag an uns gehabt, dass Securities uns sehr geliebt haben. Ja, Aus ja, irgendeinem Grund. Also 2 Securities, der Ding, der Freddy der Freddy und der Sepp. Also da was man. ja, der Sepp RF, der von Labras Banda, aber Ja. nein, noch einer, ich habe auch noch mit einem ein Foto gemacht und wo ich dann mit Labras Banda und mit der Sabrina noch an dem Tisch geguckt bin, da warst du nicht mehr da, da hat's zum Schütten Wann angefangen. war das? Das war relativ zum Schluss. Am Sonntag, am Samstag. Ja. Ja, also war schon Sonntag, ja, ich glaube so um 3 oder so. Dann ist noch Security gekommen. Ich glaube, du verwechselst die Tag, das muss dann am Freitag gewesen sein. Also ja, klar, ja, da wo ich da war. Wann war ich da am Freitag? Achso, ja. Ja, ja. Und dann ist noch Security gekommen und hat uns dann noch Getränke gebracht. Was? Er hat gesagt, der Barmann, jetzt Krass. soll man noch was wollen. Der hat auch ein Foto geschickt auf Instagram. Ah, muss ich mal anschauen. Ja, schau sehr fit aus. Ja, Alter. Ja. Er ist schon Regen kaputt, dann habe ich mir auch Dosen gegen den Kopf gehauen, wieder einen blauen Fleck am Hirn gehabt. Hey, ich weiß nicht, was da zur Zeit Ich los weiß ist auch bei nicht, dir. Das ja. hast du mal besser kennen. Ja. Naja, Ja. und auf jeden Fall ein netter Typ. Und dann der, so schlecht mit Namen. Freddy. Einfach. War das der Freddy? Also, um wen geht's ja, denn? ja, der Freddy, ja, der war dahinter, war, der gesagt hat, erst der weiß nicht, warum Unser- seine unser- Tochter uns feiert. Ja, Und er kennt uns noch gar nicht nur von seiner Ja. Tochter. Der ist eine absolute Legende. War für mich an sich, du hast ja schon Fan der Woche ausgesucht, oder? Mhm. Ja, der verdient es dann auf jeden Fall nächste Woche, weil er ist Ja. erst seit kurzem ein Fan.
Aber haben jetzt schon zugesichert gekriegt, dass wenn er an dem und dem Zeit arbeitet und erwiesen, dass wir da immer reinkommen. Geil. Und das ist ja wirklich, also das ist das goldene Ticket. Jetzt in dieses eine Zeit, das ist schon ziemlich geil. Ja. Immer, nur mittwochs, nicht aus einer anderen Zeit. Okay. Und jetzt passt auf, um mal zu zeigen, wie geil der Freddy ist. Diese Shirts, die wir verschenkt haben, er hat sein persönliches Sprüche-Shirt, das er auch gehabt Ja. an diesem Tag, hat er eingetauscht gegen so ein rosa Shirt von irgendjemandem, den er auf dem Weg getroffen hat. Er hat gesagt, was muss er machen, um das Shirt zu kriegen? Und ich glaube, der hat einfach nur Angst gehabt von Freddy. Und dann hat er sein Sprüche-Shirt, das ihm relativ viel bedeutet hat. Ich weiß nicht mehr was für eins, aber hat er eingetauscht, damit er noch eins von unseren Shirts haben kann. Und ja, hat uns dann auch nochmal bei Instagram geschrieben und eine E-Mail. Eine E-Mail hat er gesagt, stimmt. Eingeschrieben, weil er ein geiler Typ Ist ein Biker. Weiß ich ja, aber er ist nicht in einer. Kein MC. Nein, nicht in einem MC, nur irgendwie bei Odins. Irgendwas Ja. ist er. Honorable Member, irgend sowas. Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Okay, ja. Schick. Na, ich war dann in Kroatien auf dem Bavaria Goes Ritche. War auch cool. Also das ist einer von den größten Partystrände Europas. wie Geil. ich erfahren Hast du durfte. gesoffen? Ein bisschen, ja. Aber nicht so viel tatsächlich. Also auch sauteuer auf jeden Fall. Schon? Also schon Ja, aber für deine Verhältnisse amerikanische- doch nicht, Ja, oder? ich bin es halt nicht mehr gewohnt, Ja, für Bier zahlen zu müssen. ja, stimmt. War natürlich im Backstage-Bereich. Ja, ja. Weil, Wegen dir halt. ja. Und da waren auch genug Getränke da, viel zu viel Wein. Also da waren ungelogen 6 Flaschen Weißwein da Oh, und keiner gesoffen Mhm. und aber auch nur 6 Heineken. die hat wahrscheinlich hoffentlich auch keiner gesoffen. Nein, es war nichts anderes da, deswegen ich und noch ein anderer Typ, der Luke, war dabei. Ein anderer Kennst Typ ihn, ja. und ich. Ja. Ja, völlig. Ja, okay. Und ja, also innerhalb von was warm, gell? Also umgelaufen, eine Viertelstunde war nicht da schon die 3 weg. Pro Person. Ja, Ja, Professor waren glaub ja ich. 6, ja. 103er, oder? Ja, 03er, klar. Ja, ja. Albtraum. Und ja, dann, aber da war der Marv, glaube ich, heißt der, ein DJ, der wo da Bandbetreuer gemacht hat, voll der nette Kerl. Also Ja, richtig. okay. Es gibt manchmal so Menschen, die siehst und die geben da so ein positives Gefühl. Und das war jetzt so ein cooler Typ auf jeden Fall, viel jünger wie ich, glaube ich. Er legt öfters in Innsbruck auf und so. Also Jünger als du. Ja, na, Aber dafür weniger Geld, oder? wahrscheinlich. Ich habe Ja. nicht über das Finanzielle geredet. Machst du nicht. Nein. Und ja, der war halt der Bandbetreuer quasi und habe ich ganz vorsichtig nachgefragt, ob es möglich ist, dass wir noch ein Bier kriegen. Und dann 2 Minuten war er da und es gab mehr Bier, Gott sei Geil. Dank. Immer noch Heineken, aber, oder? Ja, leider. War das, immer noch. war das kühl? Also war das im Kühlschrank? Kalt, ja. Sehr Also schön. das ist in einem Eiskibi gekommen. Also da kannst du nichts sagen, Ein geiler Club, mega Leinwand. Gab einen Poolbereich, wo davor noch Schaumparty war. Ah, geil. Es war schon heftig. Alles zur Mitverwendung. Alles zur Mitverwendung. Also wenn du das Ticket hast, gibt es ja 2 verschiedene Bühnen. Und dem einen haben halt so Hardcore-Ballermann-Zeug gespielt und da war halt dann und Anja und der Maxwell von der 187 Straßenbahn, der hat da dann am Abend noch gespielt. Hast du nicht gesagt, dass du Ja, nicht aber abgeschaut? verpasst, da bin ich dann gegangen. Weil müde oder weil besoffen oder weil Erstens habe beides? ich einen Megapark schon gesehen und Ach habe mir so. gedacht, das wäre das nicht, du übrigens auch. Ja, das ist Also, komisch. Ja, das Weil, war da, wo wir ewig lang vom Megapark rumdiskutiert haben, ob wir jetzt noch reingingen und dann sind wir runtergegangen und hatten beide eine Masse, also oder alle 4 eine Masse in der Hand und haben der dann noch hingenuckelt. Und dann sind wir nicht in den anderen VIP-Bereich reingekommen. Und dann wollt sind man in den VIP-Bereich? ja, also weil da jemand war, den wir kennt haben. Ja. Ja, genau, aber da war es an dem Tag, ist jetzt aufgrund unseres Pegels, nicht mehr erwünscht, dass wir dann kommen und dann sind wir halt der Tag gestanden und da hat der gerade gespielt. Ja, geil. War saugeil, glaube ich. war Oder war? Abriss, war Abriss, ja. War da gut? Keine Ahnung. Ab- Ja, aber ich meine, erinnerst du dich, dass wir da waren? Das ist ja schon. ja. Ja, es hat einen Security gegeben, der mich nicht so gern mengen hat. Aber das war das alte Kutten-Ding. Ah, okay. Aber ich möchte Ist das immer. der, der telefoniert hat dann? Nein, er hat nicht telefoniert, aber das ist jetzt mit. Das Okay, muss jetzt nicht wurscht. ausbreiten. Ja. Fakt ist, er hat sich dann beim Security von Labras Bande entschuldigt, Okay. dass er sich geirrt hat. Ja. Ja, der Angriff. Ja. Ja, ansonsten, also, lass mich überlegen, ob es noch was Wichtiges zur Brasswiesen zum Song gibt. Also, ich bin echt ein Fan von dem Festival, muss ich sagen. Ich feiere sehr, dass da ein See ist. Na, Ich habe tatsächlich keine Trottel getroffen, außer den Security, den einen.
Aber der hat seinen Job jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ha? Der hat seinen Job jetzt aber dann, Nein. glaube ich, nicht mehr. Waren eigentlich alle entspannt, ja. Auch friedlich alles. Ich habe keine andere Band gesehen. Nicht wirklich. Also Labras Banda ein bisschen. Beim Eimerer, also bin ich am Bierstand gestanden, da werde ich die ganze Zeit geratscht. Ja, beim Eimerer tatsächlich war ich da vorne. Aber halt, weil man halt, also nicht in der ersten Reihe, sondern in der 0., in der Row Zero. Ja. Labras Banda haben wir, glaube ich, nahezu komplett geschaut. Und Seiler und Speer haben wir waren am letzten Tag. Ja, oder da was? Ja, die haben wir noch angeschaut, aber da Seiler und Speer hat, normalerweise dürfen wir ja immer in dem Bereich direkt vor der Bühne. Ja. Aber Seiler und Speer hat das komplett abgesperrt. Wegen der Pyro? Nein. Nicht, okay. Einfach so. Also da hat keiner hier dürfen. Okay. Niemand. Okay. Haben wir dann natürlich wieder ein Mensch, sagen wir 6. Klasse gefühlt und haben zum Volk dazustellen müssen. Das kannst du dir mal vorstellen, wie das war. No. Nicht schön. Nein, das stimmt. Und entsprechend unspektakulär war jetzt für mich Seiler und Speer. Also hat nicht an einer gelingen auf keinen Fall. Aber war jetzt auch schon, wie gesagt, 6. Stunde dann. No. Letzter Act und ich habe gewusst, am nächsten Tag muss ich fahren. No. Und mein Feuerwehrauto halten sie mir safe auf. Deswegen habe ich dann nur, keine Ahnung, 6 halb oder so gesoffen, damit ich am nächsten Tag um 6 in der Früh fahren kann, wenn ich bis 3 sauf. Jetzt hat sich das Ding gespeit, gell? Das darf ja nicht passieren. Nimmt der trotzdem noch auf, oder? Trotzdem auf, der macht weiter sein Ding. So ist recht. No. Ja, Taubertal gab jetzt unendlich viel zu sein, aber das sprengt den Rahmen. Wahrscheinlich, ja. Aber Auftritt war geil. Also unsere Uhrzeit war echt heftig. Also wir haben um 2 in der Früh gespielt nach Heischneider. Die haben um, glaube ich, 12:30 so gefangen oder so. Oder übrigens richtig rasiert, finde ich. Ja. Also Heischneider richtig geil gemacht. Sehr nette Typen auf jeden Fall. Trinker. Ja. Ich glaube, deswegen hat es harmoniert. Ich glaube, dass du das wirklich 1:1 so unterscheiden kannst. Sind die anderen Trinker? Ja. Verstehen wir uns richtig, richtig gut mit einer? Sind die anderen Kiffer? Du musst erst einmal schauen. Ich finde, es sind immer zwei Sachen. Erstens sind es Trinker und zweitens sind es auch Menschen, die sich selber nicht so 100% ernst nehmen und ein bisschen über sich selber laden, ein bisschen ein Schmäh, ein bisschen ironisch, ein bisschen Blätter herin, auch wenn ich den Begriff hasse. Aber aber die kommen und über Politik reden. Ja, genau, ja. Und Also dann wieder so mit mir besaufen singen. Ja, schon. Das ist das Einzige, was ich kann. Das Einzige, was mich glücklich macht, mein Freund. Ja, das. Und wenn ich sehe, in welchen verschimmelten Räumen Garagenfest spielen. Bei mir kommen noch richtig fette Weiber dazu. Stimmt, darauf trinken wir auf uns Trinker, auf alle Trinker da draußen und auf die Fahrer. Kopf hoch, ja. Weitermachen. Ja. Geht's nicht auf. Wenn eure Familien sagen, oh, in letzter Zeit war es ein bisschen viel, dann sagst du, futzen. Ja. Und dann saust du eine. Schon, ja. Oder fast einfach sauer zur Tankstelle. Ja. Oder willst du, dass ich unglücklich bin, fragst dann direkt. Willst du, dass ich unglücklich bin, dann höre ich ab heute auf. Ich kann sofort drauf hören. Ich brauche das nicht. Ja, nein, überhaupt nicht. Nein. Ich trinke es ja, weil es mir schmeckt. Nicht weil besoffen wird. Ja. Also Taubertal, muss ich jetzt auch sagen, war natürlich nochmal... ich werde in der nächsten Folge werde ich meine Erlebnisse vom Camping, ich habe da nämlich auch gecampt, von Donnerstag bis Montag. Ja. Das war echt wild, weil wir am Samstag haben wir gespielt, gell? Ja. Also von Samstag auf Sonntag haben wir gespielt, ja. Also. Um 2 in der Früh. Ja. Das bedeutet, ich war natürlich entsprechend lediert, auch schon vor dem Auftritt, während dem Auftritt, weil echt viel passiert ist auf diesem Campingplatz. Aber grundsätzlich muss man sagen, Taubertal ist allgemein ein sehr, sehr geiles Festival. Und war halt nochmal eine andere Hausnummer da im Backstage-Bereich. Ja, also das sind ja sogar, sag ich mal, Stars wie wir. Ja. Nur also da waren wir schon eher fast noch eine von den bisschen, nicht ganz größten. Also da war ja so jemand wie Rise Against. Ja, Brasswiesen zum Beispiel, kein größeren wie wir. Nein, niemanden. Nein. Da sind nur lauter Flachköpfe, aber da Rise Against, Nina Schuber, der war bei den Pfefferkörner. Daher kenne ich es tatsächlich. Schon, ja. Aber also, wusste ich kenne irgendwo her, tatsächlich. Also ich habe gar nicht gewusst, wie die ausschaut, aber jetzt, was du das sagst, freut mich, dass es dann jetzt richtig geschafft hat. Sonst, wer war noch da? Der Swiss. Wer? Swiss. War da? Ja. Was macht der? Also ich glaube jetzt so Punkrock, Rap, Swiss und die anderen. Bosse war da. Ja. Roy Bianco. Und die Abronzati Boys. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, dass ich die verpasst habe. Sonst
Ja, Nina Chuba auch eine gute Show gemacht an sich. Hast du angeschaut, oder? Ein Teil, bis sie dann hingeguckt haben und akustische Musik gemacht haben, dann bin ich gegangen. Haben sie sich alle hingeguckt? Ja, Nett. Ja. Nette Idee. ja. Aber halt nicht, wenn man abreißen will. Fuck, irgendjemand fällt mir nicht ein, wo ich mich noch richtig gefreut habe, den ich. Glaube ich. Dritte Wahl. Nee, das war der Harry. Die sind mir scheißegal, waren nett. Ja, Nein, dann doch nichts. Lumpenpack. Die waren auch nett. Also die haben Ja. dafür. Lumpenpark ist irgendwie eine Empfehlung, ich habe mir gedacht, das sind so Kabarettisten, Sänger, Ja. Singer, Songwriter, aber die haben echt eine ziemlich nice Show am Storbruch auch gemacht. Nein. Feines seine Fischfilet. Ich werd euch nicht anlegen. Ich kenne den Sänger nicht. Null. Ich habe nur auf der Bühne gesehen, ich habe mir nie was da. Ja. Ich habe auf der Bühne gesehen und gedacht, das ist ein Hurensohn. Ja, Frag mich nicht warum. So ein typischer, er schaut aus, ich sag nur, er schaut aus wie ein Frauenschläger. ja. So wahrscheinlich nicht weiß. Also weiß ich nicht, was dran schlägt. Nein, ich weiß auch nicht. Ja, Sag mal, er schaut aus. Feine Ja. Seine Fischfilet ist so eine Band, wo du halt anschaust, wenn du auf was anderes wartest. Ja. Aber sonst da die AG. Also, Ja. das ist so eine typische Band, wie wenn Rock im Park spielt, da gehe ich mir Bratwurst hin. Dann. Ja. Na, anders wie Blackstone Cherry, da Ja. war ich schon beim Bratwurst holen und bin Da bist du extra zurückgekommen. zurückgegangen. Ja. Das ist ein Weil das Zeichen. habe ich gehört habe und gedacht, Alter, das ist echt geil, was die da machen. Das ist richtig fetzig. Wer ein Kid-Rap vom Würstelstand schon, ja. zurückhält, Das ist, dann weißt du, dass du das geschafft hast. werde ich irgendwo hin kommentieren dabei. Ne? Ich kenne auch von Feine Sahne Fischfilet wirklich ausschließlich, ich bin komplett im Arsch. Ah, ist das für dich? Ja. Okay. Nein, ich Das bin war nicht auch geil, also da sind die Leute schon Ja. echt abgegangen. Und natürlich, also da. Na, für mich showtechnisch, hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals sage, ich habe davor keine Meinung zu Deichkind gehabt. Wirklich überhaupt gar keine Meinung. Ich habe es eher abgelehnt, weil unser, ich nenne ihn mal ehemaliger Roadie, der Stefan noch gesagt hat, das war so geil, die Show. Und dann habe ich gedacht, ja, halt der Fotzen. na, Aber diese Show über fast 2 Stunden, jeder verfickte Song, also, sage ich mal, showtechnisch ein kompletter Abriss. Also, was da ist irgendwas ganz verkehrt bei denen, also positiv verkehrt im Kopf. Aber auch, was die für ein Budget für diese Show haben müssen. na, Und ich freue mich, wenn ich Flankeball auf dem Ding spiele. Ja. Oder, und vor allem, was die alles gemacht haben. Und wir haben jetzt mal, sage ich mal, 18 Formulare einreichen müssen, wenn wir mit dem Mofa auf die Bühne wollten. na, schon, ja. Weil das entzündet. Ja. Alles. Aber auch da muss man sagen, Taubertal mega unkompliziert. Also die haben uns alles machen Geile lassen. Typen, wirklich. Also da war keiner vom ganzen Team, Na, war da in irgendeiner Form Hinderlich, lästig, ja. hinderlich. Haben sich ja extra noch darum gekümmert, dass ich eben auf einem normalen Campingplatz mit dem Auto darf, was Ja. schon nervig ist, weil das ja ausverkauft ist und entsprechend voll. Und dann sagen sie natürlich auch, hey, du Arschloch, du hast direkt in Bühnennähe den eigenen Platz, Ja. wo und du hast am Samstag auch ein Hotel, also fick dich, hätten sie auch sagen können, nimm das jetzt einfach. Und der hat extra angerufen und hat mich dahin eskortieren Ja. lassen und haben mir einen schönen Platz rausgesucht. Ja. Also, er hat gesagt, Ja, Taubertal. Nur liebe Worte. Wahrscheinlich, der Los Brutales war so Nee, scheiße. war ja richtig scheiße. Ja. Ja. Ja, nüchtern hätten wir unseren Auftritt nicht sehen sollen. Das glaube ich. Glaube ich, ja. Du hast ja ein paar Videos gesehen, oder? Ja. Und? Ja, also von hinten hat's, also ist immer schwierig, weil wenn das von der Bühne gefilmt wird, da hört man ja die ganzen Leute, wie es mitblären. Wenn jetzt aber jemand aus der 70. Reihe Ja, mitfilmt, ja, dann hörst du teilweise nur an seine Backings, die wo wir drin haben. Ja. Schlimm. Ja. Ganz schlimm. Ja, vor allem, weil für uns ist es ja geil, weil wir meinen ja, das hat nicht jeder saufen untertags und die, wieder möchte jeder. Also die ersten 200, 300 Leute oder so und dann aber die restlichen Ja. 400, die wo da stehen, die schauen halt einfach nur. Und Die denken nur die ganze Zeit drüber nach, fuck, wie weit ist jetzt eigentlich zurück zum schon, ja, Campingplatz? Alter, ja. Ja. Oder stehen eh noch bei der Grillfleisch-Semi. Ja. Ja. Aber ja. Und da, das ist halt traurig. Na, wenn es halt dann, weil da denkst du, warum haben die zwei Spackos ein Mikrofon weg? Aber Ja. in dem Moment realisierst du das ja nicht, weil du hörst ja die Leute und Ja. denkst, ja, cool, machen wir jetzt immer. Ja, Ja, aber was euch vielleicht noch interessieren wird, wir sind ja auch nicht allzu selbstreflektiert, ja, muss man sagen. Und die Show war für das, dass 2 Uhr morgens war und ich wirklich tot war, klar, meine eigene Schuld, versteht es mir nicht falsch, war die Show richtig, richtig okay. ja, War nicht unsere 100%. Aber dennoch haben wir, wenn man in Bayern so schön sagt, ein Learning nochmal draus sagen und möchten uns jetzt für unsere folgenden Auftritte und Shows nochmal ein bisschen professioneller aufstellen, ja. unsere Show nochmal überarbeiten.
Ganz wichtig, trotzdem aber weiter saufen. Ja, klar. Mehr sogar das noch ist ja vorher. professionell. Das war, ich kann Soll sonst mit einem nicht. scheiß Flattermann auf der Ja, Bühne schon, stehen. ja, also ich pisse mich voll nüchtern. Also nicht fangst, sondern weil ich meine Blase dann nicht kontrollieren kann. Weil mein Körper, wenn er gegen Alkohol gerade kämpft, Ja. dann kann er die anderen Körperfunktionen so ein kleines bisschen, Ja, ich glaube, nicht unterdrücken. ausschalten. Genau, Ja. richtig. Weil sonst, ich glaube, wenn ich auf 0-0 war, dann auf einmal. Ja. Das wäre in die Comics, wenn so ein Holzhaus voller Termiten ist und die gehen dann alle weg. Ja, genau, und dann fällt's ist recht. zusammen. Ja, das trifft perfekt. Ja. Na. Ja gut, dann was wir zum Thema der Woche, Generationsunterschied Ach, das ist das Thema der zu Woche. unseren Eltern. Na. Da ist mir ein paar sind mir so lustige Sachen aufgefallen, Ja. weil ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, aber sobald es klingelt, verfalle ich in eine Schockstarre. Ja, also reden wir von Telefon oder Beides, Ja, beides. mag ich Telefon gar nicht. oder an der Tür. Ja. Dann ist das Erste, wenn es klingelt, an der Tür, dann schaue ich auf Amazon, ob ich was bestellt habe. Ah, okay. Und wenn ich nichts bestellt habe, weil das meiste bestelle ich ins Büro, Ja. dann mache ich nicht auf. Nein, also ich hab theoretisch noch meine Terrasse, wo ich runterschauen Ja. kann. Aber ja, ich mache schon auch ungern, weil ich weiß nicht, bei mir Ja. ist es so, die Leute, mit denen ich gern was mache, Die schreiben wir vorher. richtig, die meiden sich alles. Es ist sag ich mal, in einem von 1000 Fällen ist es so, dass mir jemand Ja. überraschen könnte, wo ich mir denke, Ja. Jetzt ist ich darf mal sagen, meine Mama ist jetzt auch nicht so der Mensch, der wo jetzt die ganze Zeit unter Leid ist, Ja. außer beruflich, aber das ist jemand, der klingelt und dann geht der an die und schaut. Für mich unvorstellbar. also die macht einfach auf. Die macht einfach auf. Da klingelt So ohne, geht einfach ja, ans Telefon. machen meine Eltern, glaube ich. Ja. Ja. Mein Dad ist aber auch schon jemand, muss ich jetzt Schon? sagen. Also der Ja. geht erst ans Telefon, es Ja. war ja damals was Besonderes, dass wir ein Telefon auch hatten, wo Ja. du die Nummer gesehen hast. Ja. Ja, kenne ich nicht. Da geh jetzt nicht hin. Na, auch da ist mein Schritt, eine Nummer, die ich nicht kenne. Ich lasse anrufen. Googelt. Wer ist das? Zu 99% kommt kein Ergebnis, finde ich, also Und sehr, dann sehr denke oft. ich, ja. Probierst du dann auch hin und wieder rum. Es ist ja so, meine- du hast eine lange, nein, du hast eine lange, ja das auch, aber du hast eine lange Nummer. Ja. Und es endet jetzt mit 2,6. Ja, dass und da es dann kommt 0 nichts. macht, Genau, weißt du. Ja, das 2,0 mache ich auch, oder ja. sogar 0,0 Ja, oder hast du ganz probiert. weglassen. Was ich mittlerweile mache, weil ja auf die Rider meine Nummer draufsteht, ist, dass ich halt bei den Rider nachschaue, ob es einer von den Veranstaltern ist oder so. Das noch, aber sonst. Das sollst du eigentlich gleich einspeichern. Nein, dann habe ich so viele Nummern in meinem Handy. Ja, und? Bei Fotos darfst du das auch nicht denken. Nein, das stimmt. Und dann, wenn es das nicht ist, dann ist das für mich erledigt. Ja. Das Thema. Also ich rufe auch nicht zurück. Nein. Also ich sage diejenigen, die wirklich dringend Ja. mit mir korrespondieren, wenn die sprechen wir dann auf dem AB. Ja, oder die schreiben mir dann bei WhatsApp, Servus, ich bin der XY, ich habe die Ja. Nummer von, wahrscheinlich, ja, wie immer, von Fabi. Ja, stimmt, ja. Nein, Schmarrn, meine Nummer nicht rausgegeben. Ja, und dann weiß ich, okay, dann kann ich reagieren. Ja, Aber sonst legt mich am Arsch, was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Ja. Das Verhältnis zu Vergnügen ist, glaube ich, bei uns auch noch anders. Also unser ganzer Lebensstil. Ich glaube, bei unseren Eltern, was ich damit meine, ist so, da ist noch mehr das drin, ich arbeite bis Ach so, zur Rente ja. und dann habe ich meinen Lebensabend. also reden wir vom Work-Life-Balance. Ja, wenn du das Anführungsstrichen. bezeichnen willst. Ja. Also ich bin halt, weil man ja eh nicht weiß, ob ich überhaupt in Renten komme. Also da ist ja mittlerweile 4:1 gegen mich Ja. auf jeden Fall. Und da Positiv. ich finde es immer schade, wenn Leute sagen, ja, wenn ich dann in der Rente bin, Ja. dann mache ich das und das, weil du kannst es ja einfach jetzt schon machen, außer jetzt, keine Ahnung, du merkst Du mit hast dem jetzt Camper, 8 Kinder. ja, mit dem Camper 3 Jahre Ja. in der Pampa rumfahren, dann nicht, aber so, ich möchte mal in den USA oder irgendeinen Urlaub, wo du da 3 Wochen hin kannst, dann mache ich doch das gleich. Wir pokern halt in der Hinsicht ein bisschen, also Ja. was die Rente betrifft. Weil Ja. das, was ich aktuell in Rente einzahle, da werde ich dann irgendwann, wenn ich so alt werden sollte. Ja. Aber inzwischen gehst du wahrscheinlich irgendwann einmal mit 80 Ja, wahrscheinlich. in Ja. Rente und dann werden sie sagen, da werde ich dann an jedem 1. des Monats werde ich dann meine 300 Euro einkassieren. schon, Aber ja. ganz ehrlich, jetzt reicht es mir ja. Ja, Fälle. Also ja. von dem her was Und zu dann werden wir fein. uns schön draußen treffen und dann werden wir schon die Mülleimer durchwühlen. Da gibt es eine gute Entwicklung in Österreich. Da können wir dann expandieren, weil da gibt es jetzt am nächsten Jahr Abwand. Also gehen wir Ja, auch das da habe ich zusammen mitgekriegt. Ja, das haben wir ein Ding Ja. lernen, geil sein. Ja. Also ohne, dass ich den Zettel kenne, Ja. vielleicht hast du es drauf, aber was mir jetzt gerade spontan einfällt, Ja. ist, finde ich, der Umgang mit Problemen. Also ich finde das sehr viel, dass die andere Generation, bei denen sind oft Kleinigkeiten gleich ein größeres Problem.
Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel meinen Dad letztens nimmst, ja, der bei uns im Büro war und wir dann geredet haben und der Tag, es war Mittag und wir haben so geredet, was heute noch ansteht und dann hat er irgendwie gesagt, ja, aber der wollte bei mir daheim noch das und das holen. ja, Das ist für mich ein Aufwand von 10 Minuten, ja, für ihn aber ein weiterer Tagesordnungspunkt, Ja. für den er mindestens 4-5 Stunden einplanen muss. Ja. Also, ja, vielleicht ist das aber auch mein Dad spezifisch. ja. Also ich glaube schon, dass die sich einfach mehr Gedanken machen, vielleicht auch zu viel Sachen. Ja, das ist vielleicht das Problem. Ja. Also auch wenn es nicht nötig ist, sage ich jetzt einmal, wie in dem Fall. Sonst also sind, glaube ich, die Generation von unseren Eltern schon auch die, die halt eigentlich sowas schnell wegarbeiten. Ja, strukturierter, aber Ja. ich glaube irgendwie trotzdem ein größeres Problem drin sehen. Wir verdrängen Ja. halt auch mehr. Da. Das stimmt, ja. Was glaubst du, wie eine Generation im Vergleich zu unserer zum Arschlecken steht? Ich glaube, Also richtig schön rimmen. bei uns ist es normaler, Ja. das Internet und so, halt, weil Ja. wir ja wissen, was abgeht, so arschlochlecktechnisch. Ja. Bei einer war es wahrscheinlich dann sowas, was du halt zufällig drauf stoßen hast müssen. Wo Also du mal jetzt so- einfach abrutscht. Ja, genau. Und rutscht sagst, ab. oh Arsch, und dann denkst du, spicy. Ja, Und dann Nom, nom, verlegst du nom. dann bist du halt einfach 1,5 Stunden in Trance. ja, Kleiner Themensprung. ja. Bist du auch der Überzeugung, dass Frauen in erster Linie über den Arsch kommen? Ja, mir ist es. Also, Also, sonst mache ich echt was falsch. Ja. Also sonst glaube ich, haben wir alle Frauen was vorgespielt, Ja, aber so wie die geschrien haben, ja. so wie die Nein geschrien haben. Ich ruf die Polizei. Ja, ich hab die ganze Zeit immer, Oh Gott! Halt's Maul! was ist denn hier wieder los? Ja. Was tut doch her? Hör auf jetzt, das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich denn so, wie soll ich denn so weiterlegen? Ja, hier steht auf die iPods das Donaulied. Ja. Auf die, in Ja, ja, ja. was sind die? Ja, keine Ahnung. AirPods, nicht. Ja, ich habe billig nachmachen. 2 iPods da. Hast du iPods da? Ich habe AirPods verstanden. Ja. Ja, sagst du, das ist scheiße heiß hier drin. Ja. schon, ja. Wir schwitzen sonst nie. Nein, Ja. Nein, ganz ehrlich, wie soll's denn kommen bei so Spaß? nein, das ist so nervig. Oh, letztens, Taubertal-Story. Ja, Nein, das war gar nicht. Doch, Taubertal. Ich glaube von den Heischneider. Nein, einer von den 3 Typen, die einfach Bier geschnurrt haben, ja, haben einen kompletten Vollausitone auswendig können. Ja. Also wirklich von vorne bis hinten, du hast eine Zeile kommen können und er hat weitermachen können. Stark. Ja. Das sind Leute, die ich anbeten. ja. Hättest du gerne, jetzt um das Thema sorry. zurückzukommen, irgendwas aus der Zeit von unseren Eltern, quasi, wo sie groß geworden sind oder in der Jugend vollbracht haben? Ich habe schon was, aber Das ist immer so, also das, was ich jetzt gleich sage, oder was mein erster Gedanke ist, ist ja, einfach nur wahrscheinlich dumm. der gleiche wie bei mir. Glaubst du? Ich glaube irgendwie nicht. Weil es wirklich lächerlich ist. Okay, er meint es auch. Okay? Schau, wenn ich so schwul. Ja, Ich glaube, dass die Zeit ja, vor Handys ja, und so weiter ja, zu großen Teilen in irgendeiner Form ihnen einmal purer war. ja, Ich sage nicht besser, also ich glaube, das Schlimme ist, du hast das jetzt und wenn man das jemand wegnimmt, dann werde Ja, richtig ich, wieder, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hausarrest habe ja. und meine Mama sagt dann auch ohne Handy, dann sagt sie 2 Wochen, dann sag ich, Ja. und Ich muss Stories machen. Ja, Stories die Leute machen. müssen wissen, was los ist. das ist immer das Problem, du hast das, also nutzt das, Ja, wenn du es gar nicht erst kennengelernt ja, hast. ja, Dann glaube ich, hast du, also ich merke es ja teilweise schon im Urlaub dann einmal, Ja. oder insgesamt, wenn man sich mal vornimmt, dass man ein paar Tage das Handy wegtut oder Ja. ein paar Stunden auch nur, dass sich dein Kopf irgendwie neu ordnet und Ja. du an andere Sachen auch Freude hast oder mehr Freude Ja. hast wie sonst. Also ich glaube, dass das wirklich der größte Segen war damals. Und eins noch, das ist, glaube ich, mein Punkt, was jetzt kommt. nein, glaube ich auf keinen Fall. Okay, Es hat damals in Bad Tölz ja, ein Lokal gegeben. Das war so groß. Ja. Also ich zeig gerade so lineal groß. ja, der Kursteuer, oder wie es heißt. Der Kurstall. Dass sowas damals noch gegeben hat, die Saufkultur. Ja, Dass du damals noch wirklich auch in Bad Tölz und so weiter weggehen hast können. Und um Ja. 4 in der Früh bist du in den Kurstall gegangen ja, und bis zu 40 auf 2 Quadratmeter ja. gewesen. Ich glaube, das liegt halt auch dran, also am Handy, weil du ja
damals, um was Neues zu erfahren hast müssen, ja, wohin hast müssen. Also auch was mit deinen Leuten passiert, was die alle machen. Und jetzt bist du mit alle deine Spätzle connected über WhatsApp und über Instagram und siehst du was los ist. Also eigentlich müsstest du dich gar nicht mehr treffen und darfst du trotzdem alles wissen. Pass auf, das Leben passiert ja erst, wenn du auf dem Weg irgendwo hin bist. Deswegen bin ich gern mitten im Campingplatz und nicht auf dem VIP-Platz, weil es reicht schon, wenn du unter die ganzen Arschlöcher irgendwie hockst, dass dann passiert irgendwas in deinem Eck und dann gehst du besoffen hin. Und das ist, wenn du halt irgendwo allein bist und nicht so. Also ich bin gerne im VIP-Bereich und zum Saufen und da alles mitzunehmen. Als Basis, ja. Aber ich finde also, es gibt, also im Taubertal war es geil, weil du hast dann vom VIP-Bereich in die normale Dings ein bisschen reingehen können. Ja. Aber wenn du jetzt nur in so einem abgesperrten VIP-Bereich bist, da ist ja meistens nicht so eine geile Stimmung. Also ich glaube, wenn du jetzt in der Allianz Arena da oben in dieser Lounge bist, da sind ja nur lauter Schwanzlutscher, die eigentlich gar nicht da sind wegen am Spiel, sondern einfach, weil halt FC Bayern in der Lounge abhängen, so ein Statusding ist. Und unten in der Kurve sind ja die Geisteskranken. Ja, da musst du ja die ganze Atmosphäre mitkriegst, wo du dann schön Pyrotechnik einschnaufen kannst. Wo ich mich schön mit ein paar HSV-Fans auf den Kürbis haue, wo ich mit dem Sport nichts zu tun habe. Und danach saufen wir an der Bar. Ja, ist so. Oder schlagen wir uns an der Bar nochmal auf den Kürbis. Obwohl wir mit dem Sport gar nichts zu tun haben. Ich kann die Regeln und die Abseits immer noch nicht verstanden haben. Da kann man doch, was ich sagen wollte, ein bisschen plump, aber ich glaube, dass das damals alles noch entspannter war. Also so wie bei uns an der Isar aus der Zeitl, du hast feiern machen dürfen, du hast besoffen fahren dürfen oder Kinder dürfen nicht, aber du hast halt es wurde dir ermöglicht. Ja, schon, du hast die Möglichkeiten gehabt und da einfach, glaube ich, war das alles noch so ein bisschen, und einfacher Schiene. Und du warst dann noch kein Schwachtel, bloß weil du mal zu zweit übers Wochenende auf einer Hütte warst. Ja, schon, war es tutti. Und jetzt kannst du ja alles sein, was du willst. Ein Fisch. Beide gut. Ja, 2x F. Nein, das ist ein Riesenpunkt, das stimmt. Also vor allem, wenn es so. Ich meine, ab jetzt gibt es, wenn du Saufboot fährst, darfst nicht mehr über 0,5 Promille haben. Genau. Dann steige ich gar nicht rein. Dann bleibe ich gleich daheim. Die Arschlöcher. Also ich verstehe es ja, weil es halt so viele Trottel gibt, die halt dann die Umwelt verschmutzen oder so, oder mal im Wald anzünden, auch wenn du ja hier aufgewachsen bist und ja das auch zu schätzen weißt, wie es ja ausschaut und auch das als, ich glaube, das will ich das gleich nochmal sagen. Dann gehst du damit ja entsprechend um, zumindest wir. Wenn es natürlich so ein Hurensohn bist, der wo die ganze Zeit am Penny-Parkplatz mit seinem Dreier-Golf steht, dann nicht. Dann haust der Mackie dort beim Sulvenstall aus dem Fenster. Es gibt wenig Dinge, die mich wütend machen, wie Leute, die was aus dem Fenster schmeißen. Deswegen ist es wahrscheinlich notwendig, aber es leiden halt auch die Leute, die einfach mal mit 1,5 Promille Isarburger fahren wollen, Und es ist ja nie was passiert. Wirklich nicht. Und auch nie Müll. Ich habe einmal in meinem Leben, ich bin oft da runtergefahren. Einmal habe ich Glasflaschen verloren. Und die habe ich ewig lang, also was heißt ewig lang, habe ich geschaut, was ich irgendwie gekriegt, aber natürlich habe ich es nicht gekriegt. Aber das ist, ganz ehrlich. Aber das ist. Wenn beide das aufschätzen, ich kann nicht mehr schon mal. Einen Strudel und dann im Kopf irgendwo dagegen. Das ist halt mein Körper. Das heißt, ich werde lächeln, weil ich so bin. Das sind so Dinge, die ich gerne mag, mich fortbewegen und dabei Alkohol konsumieren. Das ist, also wie gesagt, bei den Konzerten finde ich, hat man immer danach noch was vor, aber wenn du jetzt halt irgendwo hinfährst und du hast 2 halbe in der Birne, also jetzt auch als Beifahrer. Ja, klar, als Beifahrer. Dann ist das so geil. Das ist so super, das ist schwer, das kannst du jetzt fliegen. In diesem Moment sind wir Gott am nächsten. Ja, wirklich. Ja, ich glaube, dass das ist. Das ist, was Gott wollte, wozu er uns eigentlich geschafft hat. Er hat uns Bier gegeben, er hat uns Autos gegeben und er hat uns, in Bayern zumindest, also südlich von München, eine wunderschöne Landschaft gegeben. Ja. Von dem her. Warum das nicht kombinieren? Ja, genau. Und einfach mal enjoyen. Was wir einmal gemacht haben, wo wir nach Spanien gefahren sind, da sind wir nach Karten gefahren. Also ohne. Also nach Karten? Also noch mit einer haptischen Karte. Oh, irre. Und das ist eigentlich echt geil, weil du halt nicht so 100%ig dann weißt, ob du ankommst. Und was halt ein absoluter Albtraum ist, ist halt in der Stadt. Also da kannst du es halt voll vergessen. Aber im Endeffekt, sagen wir mal ehrlich, ein Minger. Also mich hat es beruflich wahnsinnig aufregen. Also wenn ich da irgendwo hin muss,
Ja. Und dann noch Karten fahren, das darf mich brutal aufregen, wenn du ein bisschen unter Zeitdruck bist. Ja. Aber wenn du jetzt in Urlaub fährst und Ja, also vor irgendwann allem, hat wenn das du die schon... Autobahn fährst, dann musst Ja. du echt schon ein kompletter Volldepp sein, Ja. weil dann musst du einfach nur die 3 Städte, die was passiert, rausschreiben Jawohl. und dann fahrst du da. Na, Ja, das stimmt. das, glaube ich, sind so die Hauptpunkte. Ich glaube, sonst Nein, das ist... sei von unseren Eltern nicht beschissen Das war gewesen. richtig scheiße. Ich meine, bei denen war der Söllner noch groß. Ja, ja. Ja, Und alle haben meinen, sie müssten ein Haus bauen. ja. Ja, Also wir nicht, weil wir weit Trash waren. aber- ja natürlich. oder Ich frage sind. mal. Ja. Meine Eltern haben ein kleines Sacherl, Ja. aber das muss man wieder durch 12 Kinder teilen. Ja. Ja. Ja, das waren eigentlich schon meine Punkte zu dem Thema. Ja, das waren Fällt dir aber noch gute was ein? Punkte. Mei. Na, ich glaube, das war's. Also das ist schon für mich auch der größte Punkt, den du erwähnt hast, mit dem, dass früher noch alles entspannter war. Ich Ja. meine, ich habe 800 Euro Strafe gezahlt, weil ich am Silvenstersee, wo ich mein Leben lang schon immer mal Ja. nachts gecampt habe, campen müssen. Ja. Und wer da tauiger muss von so einer Schlampe da und ihrem Den Rufen gekriegt. und ihrem Hurensohn-Kollegen Ja. belehrt werden wegen ein Wildwechsel. Ja, fick Ja. dich doch. Ja. Ich wechsle gleich wild hier. Ja, Ja. das war echt frech. Okay. 3 Los Brutalos Favorites. Diesmal hätte ich uns Hunderassen rausgesucht. Ja. Aber als Gesamtpaket, also der ist nicht nur optisch. Also du musst den Hund, du musst so denken, als dass du den Hund auch selber haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst einen slowakischen Wolfshund, Ja, ja. dann müsstest du immer mit dem raus und Ja, ich bin leider so schlecht drin, also du bist ja ultra gut mit Hunderassen. Ja. Ich kenne auch die Charaktere der meisten Hunde einfach zu okay, wenig. sag an, dann kann ich das sagen, ob er zu dir passt. Okay, ja, aber dann sag du mal allgemein, was für ein Hund hat richtig gut zu mir So, passen? ja, da wir einen ähnlichen Lebensstil haben, da ich jetzt sagen, Also ich suche nach also, was. Ja, also was für die großen Hunde auf jeden Fall passen hat, war der Rottweiler, Ja. weil das halt ein Wachhund ist, der wo jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit auf Achse sein muss Mhm. und sie halt auch sie an die Familie und an seinen Besitzer bindet auf jeden Fall und halt ein brachiales Tier Und halt ist. auch ein schönes Ein Tier. schönes Tier ist, Rotte ist er wirklich. Ja, also sowas, was bei jedem geht, ist eigentlich ein Golden Retriever. Das war tatsächlich das, was ich gesagt habe. Ja. Golden Retriever war bei mir einfach irgendwie dabei, weil er ein schöner Hund Ja. ist. Auch, glaube ich, ein Hund, der nicht so schnell stinkt. Doch, Schon? sind lang, also alle Ja, langhaarigen Hunde ja, wie stinken warst du denn ja schneller. gut? Ja, Ich warst ja. denn sehr gründlich. Wir haben ja Ja. immer diese Hundeficker-Folge gehabt. Ja, Den werde ich, stimmt, ja. den werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gründlich Ja. waschen. Immer. Und also, ich bin ein riesen Dobermann-Fan, aber da ist halt wieder ein Gesamtpaket. Und in Deutschland Ja. ja auch gar nicht so Nein, leicht. Dobermann oder? geht noch. Ich glaube, Dobermann ist kein Listenhund. Nicht, Ein okay. Rottweiler schon. Ein Rotti schon? Ja. Ah, das ist okay. Ja, also ein Rottweiler ist ein theoretisch kein Anfängerhund in dem Sinne. Ja. Was glaube ich noch gut geht hat, sind halt so kleine Hunde, so Mops und so Zeug. Mops, die haben wir schon geredet, die komplett ausschließen. Ja, wegen halt Überzüchtung. Ja. Ja, klar, geht wieder zurück in Richtung Retro-Mops. Die haben wieder Habe ich mitgekriegt, ja. offene Nasen. Ja. Aber ja, also den einzigen kleinen Hund, den ich mir wirklich holen darf, war ein Dackel. Oh ja. Weil ich Dackel einfach geil finde. Dackel sind die Ja. lustigsten Hunde, Ja. die es gibt und die nehmen sich selber Ja. auch viel zu ernst. Na, Und das ist einfach, ja, Dackel, Ja. ganz ehrlich, Dackel finde ich, sei mir nicht besser, Ja. Dackel für mich irgendwie auf die Eins. Das Ja. sind so eine geilen Viecher. Dackel Ja. auf die Eins. ja, ich glaube, Dackel insgesamt bei uns halt auch praktisch. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber wir wohnen ja in Wohnungen. Ja, nein. Und da ist das halt ein Dackel auf jeden Fall besser, weil irgendwie wäre ein schlechtes Gefühl, so einen großen Hund in so eine kleine Wohnung, also so ein Rottweiler, Ja. der müsste da auf meinem Schrottplatz draußen hocken Ja. können. Also, vor allem jetzt so ein Dackel, sage ich mal, das ist jetzt Ja. auch kein Jagdhund, der viel Auslauf hat. Nein. Mit dem, wenn ich alle 4 Tage mal rausgehe. Ja, schon, ja. Und meine türkischen Nachbarn darum bitte, dass den Hundekot wegmachen. Ja. Damit sie natürlich so einen kleinen Obolus. Ja. Dann ist, glaube ich, bin ich mit dem gut beraten. Ich hätte gern, ich weiß nicht warum, ich mag Schäferhund richtig gern. Ja, Schäferhund sind auch. Ich glaube, der geht ja noch, er braucht auch viel Auslauf und eine starke Führung. Das aber, kriegt er. Den schlage ich bis er war. ja, schon, aber haben auch das Überzeugungsproblem. Echt? Wir haben schnell Hüften, Hüftprobleme. gell? Ja. Hüften, hab ich gehört. Aber auch sehr schöne Tiere, auf jeden Fall. Was sehr hältst, schöne Tiere. was hältst du von Herrchen, die einen Hund schlagen? Aber richtige Hundsöhne. Einen Hund muss man nicht schlagen. Nein, das ist für mich genauso schlimm, wenn man ein Kind schlagt Ja, tatsächlich. es macht mir schon wieder, wenn Leute so an der Leine anreißen. Mhm. Das ist, also
wenn der Hund geht und irgendwo hinlaufen will, dann sage ich okay, aber manche, die sind ja ungeduldig. Und Ja. dann, Also das schaut, ich verstehe das nicht. Ja. Wenn es dann nur so kleine Hunde sind Ja. und die musst du nicht so anreißen, dann haut es noch einen Meter weg, dann muss ich echt einmal mit und ich zusammenreißen. ich weiß ja nicht, wie das Leben von dem Hund ausschaut, aber wenn es so ist wie bei früher, oder als ich als Kind einen Hund gehabt habe, ist der Hund einfach mal 6 Stunden allein, wenn du in der Schule bist. Ja. Und dann will der raus. Ja. Und der richtet das ja dann sein Leben. Ja, schon. Der Ja, richtet muss dann ja. alles an, wer da hinpisst, wer da hinpisst. Und der geil. Ja, schon in 9 von 10 Fällen, ne, war es ich. Ja. Und dann mein besoffener Stiefvater, der es wieder ausgespart hat. Ja. Ja. Und dann macht er da sein Ding und dann kannst du nicht anreißen. Er hat halt bei mir relativ viel Glück gehabt, dass es mir halt wurscht war. Ja. Also ich wollte halt mit dem rausgehen, dass er rauskommt, aber ob mir da jetzt, ich bin ja keine joggen gegangen, also das mache ich nicht. das weiß ich. Kleiner Walk und dann. Ja, Zeitung austragen hat er immer mit Ja, dürfen. schon, ja. Also, war meine Katz treuer als mein Hund. Echt? Ja, da war der Hund oft weg und die Katze ist da geguckt und hat mich angeschaut. Also Berli ist mitgegangen? Ja, der ist Komplett die mitgegangen. Runden? Also unten ist halt alles mitgegangen, ja. Okay, geil. Ja. Aber auch tatsächlich nur, wenn der Hund dabei war. Also die sind dann nur im Ach, die sind Doppelpack. oh, ist das geil. Ja, das war. Und Cassie dann einfach hin und wieder keinen Bock mehr gehabt, oder Ja, wie? die war ein bisschen ängstlich, Ja, wenn weiß es ich. irgendwas gegeben hat. Spätestens Lautes wieder, wenn irgendein Huren so einen Böller schmeißt. Böller, Heißluftballon, dann war er weg. Heißluftballon, das Ja. ist ein Pferdl. Ja, ich weiß nicht, der hat den gesehen und dann war es weg. Habe ich noch gar nicht gesehen, die hörst du dann anscheinend so. Ja, aber die hören ein bisschen besser als wir, oder? Also, mein Top 3, ein Dackel, ja, Rottweiler, Ja. trotz Listenhund, da ich halt in Sachsen wohne, da ist nämlich keiner. Und sind zwar brutale Arschlöcher, aber dann wahrscheinlich noch gehen, finde ich einfach schön, sind Shiba Inus. Ich habe tatsächlich gedacht, dass Ja. du den vielleicht noch Ja, aufzeigst. Ich habe gerade übrigens so komisch in die Richtung geschaut, weil ich mir nicht sicher war, ob es renkt, aber es renkt. es renkt. Bestialisch, Ja. oder? Ja. Okay. Ja. Oder Dobermann, das war bei mir noch so ein Ding. Dobermann, es hat bei mir seitdem Respekt, seitdem ich in Rumänien war und Ja. ich habe noch nie weder von von irgendeinem Wesen Ja, so eine Autorität gespürt. Weil der Harry und die sind vorbeigegangen und das war noch mit Spitzeohren. Ja. Das sind ja die, wenn sie kopiert ja. Ja. Und er ist da gestanden und ich habe nicht gesehen, wie nah wir an seinem Ding vorbeigegangen sind. Er ist einfach nur da geguckt und schaut mich an. Ja. Und zwar mit einer Seelenruhe, Ja. wissend, dass jede weitere Bewegung ja, der Tod sein kann. mein Tod sein kann. Und also ich schwör's dir, ich habe sowas noch nie erlebt bei irgendjemandem, weil ich mir gedacht habe, dieser Hund wartet noch auf seine Gelegenheit. Ja. Aber er gibt mir jede Chance der Welt, er möchte es nicht. Aber wenn, war er ready. Ja. Und das war echt seitdem. Na, ich mag auch Pitbulls tatsächlich. Das ist halt, habe ich jetzt nicht gewählt, weil es wahrscheinlich schwierig ist. Die sind ein bisschen unberechenbar tatsächlich. Ist ja beim Rottweiler schon grenzwertig, aber auch in Südafrika, die haben alle Pitbulls, wegen halt Einbruchsschutz. Ja. Und die waren auch, also die waren super lieb. Klar, der eine war so ein Junge, der hat noch nicht genau gewusst, was los ist. Der hat ein paar Mal bissen. Echt, oder? Also das ist im Spiel halt, also jetzt nicht ein mir, kleiner aber Gaudi-Biss. ja, kleiner Gaudi. Das ist, aber was echt bei denen krass ist, ist, wie muskulös diese Viecher Das sind. ist, wenn du dir das anschaust, diese Haxen, diese Stränge, das ist so irre, ja, das stimmt. Wie so Kängurus, Känguru-Mandel. Ich finde es nachher, jetzt hat es gleich umgehört, ich finde es nachher voll lustig, dass der Hund, der bisher am meisten Schaden zugefügt hat, so groß war. Und mein Schuh bissen. Aber wie, oder? Ja, der hat ihn kaputt gemacht. Das war, Das war, glaube ich, was war das? War, da war ein Dobermann dabei und so ein kleiner. Ich weiß nicht, ob es ein Dackel war oder so ein Cäsar-Verpackung. Nein, irgendwie so, es war so ein Esoterier-Ding. Ja, und der Dobermann, ich bin reingegangen und ich hab den Dobermann gesagt, oh Scheiße. Ja. Und dann kommt der Kleine. Ach, der hat nicht lang gewackelt, gell? Ja, das ist immer die kleine Hund. Ja, das ist das Problem, weil die leider kleine Hunde sind ein bisschen schlechter erzogen. Ja, eben weil es Dinge nicht, was sie ungefährlich schon machen. sind. Ja. Klar, wenn jetzt so ein Dobermann das machen hat, dann war jetzt mein Fuß weg auf jeden Fall. So. Ich hätte mir nicht geholfen. Ja, das hat Nicht, mir weil ich keiner nicht geholfen. wollen, sondern Nein. weil ich weiß, dass Es es war Schmarrn halt ist. noch nicht so weit, weil ich glaube, gegen einen Dobermann muss der dann werden. Ich denke auch, ja. Da hat's mir Aber das hat echt weh, gell, wenn du die bist, der Kleine. ja, es hat mich geärgert, weil die Schuhe waren gar nicht so alt. Auf jeden Ja, ich Fall. weiß. Naja, Was sollst du machen? ja. Dann kommen wir jetzt schon zum schnellen Entweder-Oder. Okay, Das sind nur aus der 4 Bar, oder? diesmal, ja. Okay, wenn du dich entscheiden müsstest für dein restliches Leben als Kopfbedeckung, nur noch Cowboy-Hut Ja. oder nur noch so Mützen, wo nicht über die Ohren gingen.
Auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall ein Cowboy-Hut. Ja. Ich weiß gar nicht, weil ich weiß, wie die anderen ausschauen. Ja. Ja, ich glaube, dass einen Cowboy Ja, nehmen. klar. Ja. Aber ich bei mir die Daten so dran, dass die Haare so cool rausschauen. Ja, ich müsste dann halt irgendwo hin, weil gerade warum er immer Werbung auf Instagram für selber, also für Für selber gemachte Hütte. customized, genau. Hats. Sorry, I forgot the German word. Hat. Nein, schon customized, Customized. wie sagt man auf Deutsch? Keine Ahnung. Individualisierte. Personalisiert, ja genau, personalisierter Hut. Ja. Aha. Geil. Ja, man, schon geile Sachen. Aber reden wir von Cowboy Hut oder ja, Wolle schon Hut? Cowboy Hut. Cool. Ja. Wahrscheinlich, ich krieg viel Cowboy-Werbung. Vielleicht sogar die ganzen scheiß Serien, die du schaust. Kann sein, ja. Oder weil ich Ein riesen Cowboy-Fan. ich finde so Darf man Cowboy überhaupt noch sagen? Na, wahrscheinlich nicht, ne, der kulturelle Anhang. Ja. Ja. Wirst du mehr Cowboy-Fan oder mehr Piraten? Oh, richtig gute Frage. Ich glaube, dass das Leben als Cowboy wesentlich besser ist Ja, als das Piratenleben, aber ich finde Piraten irgendwie cooler, ja, weil die Skorbut und den ganzen Stuff haben ja, und halt auch wirklich geboren sind, um zum Saufen auf sehr engen Raum immer wieder saufen müssen. ja. Nein, ich glaube, dass ich mich für Cowboys Ja, entschieden hätte, wahrscheinlich. Ja. Ja, Mann. Ich glaube, sonst gut Ritter ist klar. Ich wollte gerade sagen Ritter oder Samurai. Oh, finster. Okay, Ja, was gut, soll ich noch schwieriger machen? Ritter, Samurai oder Wikinger? Oh. Ja. Ja, dann fühle ich mich, glaube ich, am ersten zu den Wikinger Hätte jetzt hingezogen. Ja. Aber Ritter, Samurai ist sau schwierig. Also ich rede von so einem Ja. richtigen Templer. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich da tatsächlich so aus kultureller Nähe eher zum Ritter hingezogen gefühlt. No homo. Wird zum Samurai. Samurai ist auch, aber ich verstehe das ganze Selbstmordding nicht. Da, Ich finde es nur vernünftig. ja, auf jeden Fall, das wird Ja. einige Musik, Einige Garagenbands. einige Garagenbands. Sollen sie einmal so ein Samurai-Gewand anziehen und Ja. einfach mal kurz in einer Rolle schlüpfen Ja. und dann sagen, oh, Ja, oder der eine oder meine andere. Ehre ist beschmutzt seit Ja. 15 Jahren, Ja. seitdem ich in dieser Garage mit meiner lächerlichen Band spiele. Ja, und Aber Hauptsache Equipment habe im Wert von, wo jeder 6 Gitarren, Ja. wo jede 1000 Euro kostet. Hat, weiß. Ja. Aber hey, ja, who cares? ja, niemanden. Okay, bei Frauen Oh, Tattoos oder Piercing? Tattoos. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt keinen, der Also. der Piercings sagt. Das Einzige, ich finde tatsächlich bei manchen Frauen irgendein Nasen Ja. oder Ding, irgendeins von diesen 2 Piercings ganz geil. Ja, Aber ja, ja. Oder Bauchnabel, das geht auch noch. das finde ich okay, Ja. aber das finde ich Muschi-Piercing. Ah, Habe ich noch nie gehabt. nein, Habe ich noch keine gehabt. Habe ich keine gehabt. Aber irgendwie du stellen wir musst das nach Stern Berlin vorher. oder so. Ja, aber ja, Irgendwie so alle pierced die Muschis. riechen ja alle. Ja, pierced Muschis und ungewaschene Haar. Ja, aber die sind ja oft Irgendein beides. Irgendein scheiß Teppich oder so. Ja, aber das ist ganz natürlich. Ich nehme ein Ja. Deo ohne Aluminium. Ja. Danke. Da merkst du keinen Unterschied. Vielen Dank. Da merkst du keinen Unterschied. Ja. Also, dass du riechst wie ein scheiß Iltis. Ja. Jetzt verpiss dich. Okay, wenn du ein scheiß. Ja, nein, kann man mehr sagen. Ja, Nichts gegen Berliner, gell? nein, das sind nicht nur Berliner, das sind Ja, gibt's ja, in Wiener doch, schon auch, doch, aber doch, also, doch. Das, ich Doch, glaub, doch. Ja. Wärst du dann lieber so eine oder so eine SUV-Mom? So eine. Ja. Auch wenn ich gar nicht genau weiß, was ein SUV-Mom ist, mir hat das Mom abgeschreckt. Achso, okay, also Jutebeutel-Mom oder SUV-Mom? Wieso denn immer Moms? Keine Ahnung. Nee, trotzdem ich glaube, dass du mit so einer Berlinerin schon Spaß haben kannst. Ja. Irgendwie. Die sind zumindest frei. Ja. Und wenn du die einmal Ja, der abspielst. SUV-Mom ist halt reich. Ach so. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass SUVs für die Ja, Zeichen nein, von das Reich sind sind. immer die Weiber, die in der Kritik stehen in München, weil sie halt, mit ihren SUVs. Ach so, ja, nein, dann auf jeden Fall SUV irgendwie für mich von Reichtum irgendwie angezogen. Also die kann es ist ein 6 von 10, aber wenn es reich ist, wird es ein 8 von 10. Einfach nur. Ja. Weil ich will, dass jemand, der so viel Geld hat und erfolgreich ist, gezwungen ist, meinen Schwanz zu lutschen. Weil das ist ja für sie abartig natürlich. Ja, natürlich benutzt die Das sind echt erstens, Arbeiter noch. Deo mit Aluminium Ja. und auch viel so Cremes und Lotions, die nach Reichtum riechen Ja. und nicht nach ich habe ein Loch im Schuh. Ja, stimmt, ja. Nicht nachher muss man im Minigolfplatz reinschleichen. Ja, schon, ja. Hausverbot im Teddy mäßig.
Weil er versucht hat, am Funko-Pot zweimal Der riecht einzulösen. mein Kind von daheim aus. Oh. Ja. Als Scheidungskind bei Mama oder bei Papa wohnen? Oh, sau schwierig, Ja. aber bei meinem Dad. Hast Nein, du als Kind entschieden, meinst? Also nein, gleich. ich darf mir tatsächlich jetzt, also ich kann mir jetzt nicht wirklich Ja. entscheiden. Achso, ich wohne ja gar nicht mehr. Glaube ich. Nein, Ich war immer ziemlich das Mama-Kind. Ja. Also ich war auf jeden Fall bei meiner Mom bleiben. nein. Aber jetzt ist es halt so. Ja, gut, jetzt ist er mit deinem Dad. Jetzt sauf ich gern mit meinem Dad, ja. Wie ein Bro. Ja, schon. so, Ja. Also meiner Gang, ja, unsere Brother Gang. from another Nein. mother. Ja, another grandma. Ja, Ja. na. Schon, ja. Naja. Ja. Schwieriger noch zum Abschluss. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, bei dir James Bond oder Batman? Halt's Maul. Ja, Batman. Ja, okay, gut. Ja. James Bond. James Bond ist was, wo ich den Hype nie verstanden Das ist habe. ein Generationsding. Ja, James Bond ist einfach nur ein Arschloch. Ja, schon. Ja. Was kann der Huren sein? Na, weißt du, wer cool ist? Ich meine, weißt du, vor allem, weißt du, wer richtig reich ist? Batman. James Bond ist schon. einfach nur ein Geschäftler. Ja, schon. Und der scheiß Engländer. Die Bond Girls, definitely ja, nicht. Oh, ja, Halle Berry. Halle Berry. Ja, wie er so aus dem Wasser rauskommt. Das soll ich mal machen. Ja. Hörst du mich mal singen? Ja. Das war in Kroatien, also bei diesem Ding auch heftig. Also sowohl Voll Männer nette. als auch Typen, Alles in Shape. alle in Shape und alle echt. Also da habe ich mich gefühlt wie so, wie was der Evil Sheridan auf unserer Bühne gestanden Oh. ist. Wie so ein richtiger Genklumpen. Ja, so ein kleine- ja, so ein So eine kleine fetter unförmige Typ, ja. Quallenhamster. Ja, mit undefinierbaren Modestil, der dann so drin steht, Ja. mit seinem einer Getränk. Ja, vielleicht haben wir wieder was von Outfittery. Vielleicht lassen wir uns einmal eingleiten. Das kann man eigentlich mal machen. Ja. Dass man hier, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht vlogwürdig, weil es Ja. schwer aufzusingen ist, aber einfach mal Selbstexperiment. Ja, Ein paar Leute sind uns eingeladen. Und Ja. ich bin dann nämlich gespannt, was für Hosen es für uns aussehen. ja, Viel schon, Glück. Ja. Die armen Leute, die sich in unserem Podcast schon so oft werden. Wie schwer es für uns ist, Ja. Hosen zu finden. Ja. Ja, das war schon krass. Also ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen an der Mucke liegt oder am Reiseziel selber. Weil den so, Hosen? nein, also dass halt die Leute alle so bildschön waren. Ja. Alter. Krass, weil, also komm mal, ja gut, wollte gerade sagen, ja, bei uns, also da sind wir nur für die Hübschen. Ja, Und das heißt was. Das heißt wirklich was. Ja. Aber wenn du die anderen siehst, denkst du, Ja. Ja, und der Blinden ist der Einäugige wie ein König. es ja. ist, ja. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, ob es an der Mucke, ja, wohl doch, es liegt, ja, vielleicht liegt es an denen, dass so EDM-DJs und so Zeug halt einfach hübschere Menschen noch zeigt. Oder halt auch, weil die ja sind ja, bist du die ganze Zeit am Weißt Strand du, oder also sagen so. Bauernmusik, Bauernsäufermusik, Landjugendsäufer, Bauern. Das sind auch schöne Leute, Musik. aber anders schön. Ja, stimmt. Arbeiterschick. Ja. Arbeiterschick. Ja, schon, die haben halt andere Prioritäten, die können nicht den ganzen Tag hier Nein. in die Augenbrauen zupfen, sondern die müssen etwas arbeiten. Ja, richtig. Ja. Aber fast, und ich glaube auch, also jetzt um mal unsere Fans in Schutz zu nehmen, die meisten, die wo da scharf waren, waren keine Deutschen. Also da waren ja viele ItalienerInnen und andere Europäer, viele Österreicher, obwohl ja, das geht dann eh schon wieder. in Österreicherinnen darf man echt auch nicht unterschätzen. Da sind oft saubere Kanten da. Ja, das sind auch die Wiener, weil sie die mit den Balkan Ja. gemischt haben. Ja, Mischen ist das Ding. Ja, Gell? schon, das ist nicht so Das schön. sagst du mal der AfD, gell? Ja, schon, ja. Naja. Na, Na, irgendwo war ja der Wahl, ich glaube, das habe ich einmal irgendwann in meinem Podcast erwähnt, wo die so unendlich schön waren, alle. Es ist schwerste. Und das war nicht zu einer Zeit. Irland. Ja. Das war nicht zu einer Zeit, wo ich noch nicht so aufgeschwemmt war wie jetzt und wo ich zumindest nicht unzufrieden mit meinem Körper war. Und dann bin ich da hingekommen und es war fein damit mein Shirt aus. Dann schaue ich mich um und denke, was ist das jetzt? Das ist irgendwie so ein Scheiß. Hat da jemand einen Cheat? Dass ich mich scheiße fühle, ja. Das war mir nur noch Sixpack-Wichser da sind. Und ein Sixpack weg, und auf einmal fangen die Autos an zum Spielen. Ja, schon, ja. Weißt du, okay. Real-Life GTA. Ja, das hat sich aber echt nicht schön. Na, erklären wir zu den Zuschauerfragen. Alter, wir sind schon bei 1 Stunde 4. Na, Krass. okay. Das passiert also, wenn man ein Thema hat. Es sind Zuschauerfragen. Wir haben aber auch lange darüber geredet, was so los war. Ja, haben wir muss 2 man. Wochen. Das ist normalerweise der ganze Podcast. Zuschauerfragen. Ich habe gesagt, nur die dümmsten Fragen gewinnen. Habe nur
3 lustige, weil die anderen habe ich eine aus dem Gedächtnis zitiert, wenn dann die Story offline war. Du kannst im Archiv schauen, gell? Ja, ich weiß das auch nicht. Ja. Jetzt nicht mehr die Zeit gehabt. Im Suff lieber einbrunzen und einscheißen. Ja, das ist so easy. Schon. Also du meinst, okay. Also ich sage mal so, hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Ich darf mich natürlich lieber einbrunzen und dann halt einfach mal eine halbe Stunde irgendwo hinlegen und hoffen, dass... Also mit der Lederhosen gar kein Problem. Da bist Also da glaube ich, bin ich noch nie aufgestanden. Nein, da bist du sofort wieder gericht. Einscheißen merkt man wahrscheinlich halt später, außer geruchstechnisch. Das kannst du nicht sofort zuordnen. Ja, weil es kann, da denkt immer jeder, soll dann fahren lassen. Aber das, wenn du jetzt halt eine Dreiviertelstunde einfach Scheiße sagst, ja. ich denke halt, das ist wahrscheinlich leichter zu bereinigen. Scheiße. Also je nachdem, was für einen Stuhlgang du hast. Ja. Aber wenn du jetzt am Bierzeit bist, wahrscheinlich keinen guten. Nein. Also, und dann musst du, dann kannst du aufs Scheißhaus gehen und versuchen, die zu reinigen und dann sitzt wieder ein normaler Mensch da. Aber ohne Unterhosen halt wahrscheinlich, ja. Ich habe nie Unterhosen noch. Das muss die Lederhosen ja spüren. Ja. Nein, einpissen, ganz klar für mich. Ich würde da auf jeden Fall zum Einpissen tendieren. Ja. Ähnliche Beweisführung. Ja. Seid ihr schon mal so besoffen gewesen, dass ihr einen Mo angeflirtet habt? Magst du anfangen? Nein, weil ich bin super straight seit Tag 1. Ich flirt keine Männer an, wenn dann belästige Männer sexuell, weil ich es lustig finde, um meine Dominanz auszustrahlen. Ja. Aber das hat nichts mit Flirten zum tun. Wenn ihr mal jetzt da ein bisschen am Hals knabber oder so, Im Gegenteil. dass das kurz vor Biss ist. Ja. Das ist halt wirklich so, das ist mein Hals, wenn ich will. Ja, schon, ja. Ja, bei mir ist das Gleiche, also super straight. Das Einzige, wenn ich überhaupt Kontakt zu Männern aufnehme, dann um Autogramme zu geben. Ja. Oder wenn man in Köln was ausgeben kriegt. Ja, schon, da bist halt mir dann 1,5 Stunden in einer locker. schwulen Bar, Ja, und lass die und gehst mit einem richtigen Selbstbewusstseinsschub raus, weil da jemand auf den Arsch geschaut hat und sagt. Ja. Und eine Zitrone in der Hand hast mit einer Nummer drauf. Aber stellst die Frage mal am Harry. Ja. Tragt ihr Tangas? Ja. Lustige Geschichte, da reden wir schon lange drüber tatsächlich. Also aktuell tragen wir noch keine Tangas, aber wir haben gesagt, das war eigentlich voll lustig. Wenn man jetzt, weil ja jeder so, schätze ich mal, weiß nicht, wer der aktuelle Trend bei der Jugend ist, aber alle ja Boxershorts oder was Ähnliches tragen, wenn wir jetzt einfach so auf Tangas umsteigen. Ja, fand ich gut. Hast du schon mal einen Tanga auch gehabt? Nein, ja, leider nicht. Also, ich weiß, ich habe damals schon mal überlegt, bei der Freundin, das Gaudi, dass du, also ein kleiner Gag, dass du sagst, jetzt kommst du zurück ins Zimmer. Und dann also ist halt auch schwierig, weil aber der Slip-Bereich ist ja viel dünner, da hängt dann alles links und rechts raus. Ja, du brauchst dann schon so einen Männertanga wahrscheinlich. Klar, gibt es Mengen. Ich glaube, was am nächsten hingeht, wirst das ein Septum, oder? Heißt das Septum? Keine Ahnung. Der Hodenschutz? Nein. Nee, da hast du nicht Septum. Weiß ich nicht, also das darf mich wundern. Du meinst ein Ding, wer heißt jetzt hättest du das Wort nicht gesagt. Nein, Septum ist, glaube ich. Septum ist das Piercing. Ja, Skrotum? Nein, das ist der Hoden. Sack. Kaltes Wasser hängen. Jetzt, nein, google nicht, das fällt mir schon wieder ein. Okay, ja. Aber du meinst ja einen Tiefschutz, ja. Ja, ein Tiefschutz, ja. Jetzt, ja. Sag mal einen Anfangsbuchstaben. S. Sag mal das Wort Buchstaben. U. Suspensorium. Ja, genau. Ja. Ja. Glaub, aber hört mit auf. Ja, das ist das, was am ersten an den Tanga geht, oder? Und da ist halt nichts in der Arsch. Das hat eigentlich hinten, glaube ich, nichts. Naja. Ja, also wegen Tangas, wir haben es halt auch vorgestellt, dass es lustig war, wenn wir einfach den Trend versuchen. Und wir müssen ja selber gar keine tragen, sondern vielleicht gibt es ja Trappen. Also ich stelle mir das sehr unangenehm am Arsch vor. Ich glaube, da gewohnst du dran. Meinst du wirklich? Ja. Aber probieren wir einfach. Bestellen wir einen Schwung. Los brutales Tangas waren schon witzig. Ich muss halt auch nicht mehr, der wo High-Waisted ist. Das ist so raus. Immer der Wahnsinn. Ist die toller. Ja, stimmt. Das macht eine schlanke Figur. Nein, dann ist das ausgemacht. Ja. Danke, dass du uns da wieder auf die Spur gebracht hast. Fan der Woche. Klar, die letzte Frage aus dem Gedächtnis, das gibt jetzt, weil ich weiß nicht, ob die da war. Ich habe einen Fonse-Sti ausgewählt, der war schon bei vielen Konzerten und das ist der junge Mann, der uns sehr auf den Jägermeister bringt. Heißt der Sti? Also, T, oder? Fonse-T habe ich mir aber vielleicht hast du immer falsch gelesen. Ich habe jetzt einmal seinen Instagram-Namen genommen, Datenschutz. Ja, logisch. Danke für die ganzen Jägermeister.
Wegen dir, das ist immer, wenn ich anfange Jägermeister zum Saufen, geht es mir am nächsten Tag richtig beschissen, nicht wegen der Jägermeister, sondern weil ich dann eben weiter sauf, Schnaps. Also du hast mein Leben sehr viel besser und sehr viel schlechter zugleich gemacht. Aber ja, definitiv verdienter Fan der Woche. An sich ein geiler Typ. Ja, voll entspannt, ja. Kannst nichts sagen. Ja. Was steht auch die nächste Woche? Nächste Woche kriegen wir Besuch. Oh, stimmt. Sagen wir noch nicht von wem, aber es kommt ein neuer Feature-Song raus. Von uns und nette Menschen. Nette Menschen. Sag jetzt mal. Ich sage mal so viel, ich möchte echt nicht zu viel verraten, aber es geht ums Saufen. Jetzt habe ich eigentlich schon alles verraten. Ja, Gott, das kann aber jetzt auch jeder sein. Aber was man noch dazu sagen kann, es ist noch keiner, mit dem wir jemals einen Song gemacht haben. Stimmt. Das kann man definitiv sagen. Und es ist auch keine Garagenband in diesem Nein, Sinne. sonst hätte man wahrscheinlich keinen Song mit denen Nein. gemacht. Sonst waren es nämlich vor die Türsteher weggeschickt worden, wenn es versucht hätten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Stimmt, ja, das siehst du sofort an dem Band. Ja, klar. Naja, gut. Dann sagen wir Wie viel Danke. haben wir? Den haben wir heute tatsächlich 1 Stunde 11 Folge. Ja, Das ist ja frisches irre. Geplaudere. Krass, ja. Nächste Woche machen wir das nicht mehr. Na, guess who's back? Jetzt müssen wir, wann machen wir nächste Woche einen Podcast mit einer? Ah ja, stimmt, da müssen wir mal schauen. Oder davor, da kommen wir erst um 2. Ist das gut? Ja. Ja, gut, ich saufe am 9. Ja. Ja, top, Entschuldigung, ich war jetzt noch. Aber manche Sachen bleiben gleich, deswegen hat die letzten Worte, wie immer, der wunderbare Harry. Danke.